Und da sind wir beim Showdown 2010 am nächsten Match Elite gegen die Leaking Brains. Bei mir ist der Silas. Salut. Salut! Ja, wir sind da, gehen weiter. Mit Chance sind wir heute die letzten Matcher 4 und 4. Und ich denke, wir werden uns ganz knapp Matcher heute. Genau. Anständige Kippen treffen auf anständige Kippen. Ein Match mehr spannend wie den anderen. Und wie gesagt, Elite gegen die Leaking Brains fängt an. Elite ja eng Mecherlichtung Lashka brucht gegen Triple Comet. Am Ende vom Match hat es ein bisschen gelappt, aber sie hatten aber da bewiesen, dass sie aber mit der Equipe auf einem Niveau spielen. Die Leaking Brains bislang noch ein bisschen nicht das Potenzial gewesen, wie ich es von ihnen kenne. Aber mal gucken, ob sie die Elite los schwer machen oder ob Elite Datei durchsweept. Ja, effektiv. Das ist aufzuwarten. Wir haben von Elite ein bisschen am Anfang relativ stark Matcher gesehen, ne? Ja, genau. Also da ist immer ein gut Passspiel dran, ein gut Positioning. Ein paar kleine Fehler waren vielleicht immer dran. Das wird dann auch für den Kill gesorgt. Mehr am Großen und Ganzen ist Elite eine Equipe, die schon lange zusammen spielt und gut zusammen spielt. Und die Leaking Brains, ja, da kann ich das nicht so genau so. Und ich denke einfach, dass die gut angespielt sind. Und wenn die einen guten Tag haben, denke ich, dann lebt es bei denen auch. Ja, ich meine, letzte Woche hat man ja gesehen, die Elite hat Ball fertig, wird kein Triple Commit den Win mitzuholen. Aber also eben, weil ich sehe, ist durch die kleinen Fehler aus dem Endeffekt aber nicht so gegangen. 4 Elite, wie mehr eventuell geduld hatten. Geduld hatten. Erstaunt waren weil. Ja, genau. Also wie gesagt, nicht zu unterschätzen die Kipp. Das kann auch ganz spannend gehen. Dann haben wir nur nach einer Kippen, die gegen nicht spielen. Zum Beispiel ganz spannende Match geht Overtime gegen Triple Comet. Wo die zwei letzten Kippen, die nach nicht verloren haben, aber nicht stoßen. Und ja, das will man natürlich auch streamen, müsste normalerweise um halber Ding gehen. Dem Match hat natürlich Priorität. Am ganzen bisschen nicht 4 Matcher sehen. Man gesehen Elite gegen die Leaking Brains. Dono müsste normalerweise Enraged gegen Exact Corporation sind.
Nee, ich mein, die war geplant für den, weil ich mich studieren. Das heißt, ich mein, Overtime gegen Triple Commit für den nächsten okay Match. du no enrich dann gained Exaco an zum Schluss nach Blue Bishes gained Rocket Lions genau du hast Passwort da durchgehen Pass wir den durchgehen, Spieler, die müssten innerhalb in den nächsten 2 Minuten normalerweise joinen, wann nicht weiteres dazwischen soll kommen. mal tipptopp natürlich guck mal haut doch nein ob der Spielplan von der Woche fair von der Woche 5 nicht du geht es ist schon Problem an zwar gut gut an Tride Pat nach net gespielt dann nicht kann sehen dass der Match nicht stattfindet et wär hinnen unzuruden dass du den Matcher verspillen weil so solle mir du Konsequenzen raus an wieso am Spielplan steht dem Matchlo als E:0 für get gut abgeschrieben also wann du die Kippe lo bist verwirrt sind wieso das Resultat das nimmen Placeholder an wann der Match gespielt wird dann schreiben mir das richtige Resultat natürlich hin also du keine Angst tun. So, wir werden die Kippen am Moment, dass sie den Server joinen und dann müssen sie doch schon geschwind losgehen dann. Was schätzt du das alles? Wie ging Batcher aus? Also ganz ehrlich, ich denke, der Titan kann eventuell zu einem knappen Match feiern. Wir haben gesehen, der Leaking Brains hat gute Aktionen gehabt, mit Elite natürlich. Wenn es wirklich guten Tag haben, dann müssen sie das locker mal wegstellen. Silo gerade Elite spielt mit ihrem Sub den Hokum. Big Baker haut. Das ja, spielt vielleicht Leaking Brains seine Karten. Gut, von mir sind sie Startsignal. Ja, von mir aus auch. Also von mir aus können wir joinen. Und dann geht los. Weil Elite da seieren und Leaking Brains noch brett. Da springen wir direkt an den Match ran. Aber wann ob den U-Stoß? So, direkt mal den U-Stoß für die Leaking Brains besser gegangen wie die Elite. Mit der Pascal direkt unter der Mauer. Halt du den Breden den Ball wäsch. Breden den schönen Trickpass auf das Slylon und Slylon probiert direkt. Geht aber nicht durch, er verliert den Ball und die Elite. Mit Breden sind da durch. Okay. Sehr Breden, ja. Das war ein kleiner Fehler, den natürlich schon zu einem großen Resultat gefeiert hätte. Ja, genau. Also ein offener Goal bei Elite. Chance Graf. Mit dem Malheur hast ja auch Leschke schon Elite geschieht und dann haben sie aber souverän gewonnen. Also mal aufhören, den Attack von Elite an. Ah, direkt der Konter. Schön. Ja, das war eine proper Aktion, 2 Touchen, alle am Goal. Leicht zu tun. Ich merke gerade, dass mir vielleicht ein kleiner Fehler an der Lava ist. Wir spielen beim USA-Server. Wahrscheinlich, ja. Das ist natürlich. Ja, darauf muss man passen. Das ist leider auch ein Bug am Spiel. Dann gebe ich so, wir brechen die Match auf. Yes, gebe ich auch so. Schreib Spieler, das ist ein kurz hin. Gut, du müsstest Server dann neu ab. Yes, ich meine den Server neu ab. Okay. Das sind wir gleich zurück. Ja, das tut ein effektiv. Ich entschuldige mich für den. Für das tut, das war ungewollt. Ja, du musst darauf aufpassen, auch von Europa durchsteht. In sich dann einfach ein USA-Server. Tja,
wann den mir oft opmischt dann sind halt gewinnt. Nee, das ist wirklich komisch wo nichts du lebt weil ich mengen nicht sollt empfohlen ugeweist gehen wie wirst du dann Europa an Europa ist dann gleich USA weil wann du merkst wann du dann das Server siehst da springt den halt irgendwie automatisch ob du USA das ist ganz komisch. Ich mein, so, halt oppassen an do gucken ob da steht das ein EU-Server sich oder ein USA-Server. Ja, effektiv. Passwort bleibt denkt nicht gleich ne Ja, kann ich auch direkt nur joinen sommer ist von der Server dann obers das war schon ob du kannst joinen. tipptopp. Hallo der Spieler direkt geschrieben. Voilà. Der kurze Unterbrechung sieht man darum Zweck an dem Match geht nach Danke, Entschuldigung für der Tote, ne? Voilà, okay, dann gehen wir neu an den Match ran. Also die Leaking Brains helfen un. Liegt hängen du wirst du kritisch nicht genau. Hallo, Chance wunderschön überdrüber. Ja, super gemacht vom Turek. War noch ganz knapp gehen du das Leon hatten nach bei rauskrieg. 1-0 fehlt. Direkt Konter von der Leaking Brains. En grote chance de Leon vrijdag op de brede. Das kennen mit in den Necke könnten holen. Kleine Fehler halt von Pascal. So, Slylon greift ganz schnell Nugriff du. Pass geht leider nicht durch auf der Brede, aber die Blancs könnt. Und noch die Brede rum an der Luft. Und Kritten durch. 1:1. Und Hummerlo kleine Reset high, weil ich meine die Elite Value noch 2-1-4 mit du noch schon ein bisschen genörgelt gehen. Ja, ich meine Lohummer ja. Dann der gleiche Stand. Genau. Weil gut überholt von der Leaking Brains. Den Erik probiert hat noch einen mehr Dribble an der Goal zu kriegen. An Pascal fliegt und hat Not, den Sub kann doch noch durchgesprungen. Sie kriegen den Ball aber nicht durch gefährliche Position lo. Leaking Brain zünden da aber raus. Er kontern. Die beiden Mannschaften sind noch nicht so wirklich sto. Sind noch viel Fehler auf beide Seiten. Und ein schöner Pass von Turing auf den Pascal an Lochos an der Osten 2. Alle gleiche Stufe von Beyonds bereit gehen. Ja. Ja, ja. Drei Minuten zu spielen. 2 dann ja, bislo schenkt da war ein interessante Match zu sehen, ne? Bei der Kippe sind ein bisschen wackelig. Ja, und diese Chance habe ich für den Turek. Pascal probiert mit mehr einer Löser-Variante durch was Mauer durchzukommen, gut Pause aber nicht durch an Beyonds
Götte vom Hockung geblockt. Und Breden kriegt auch passt nicht richtig an Feld. Gilorem zu 2 Dropklicking Brains. Ja, so sich der Bessie selber ausgespielt. Schöne Block von den Licking Brains. Richtung Goal von Elite. Elite kriegt den Ball in sich nicht raus. Die King Brains probieren alles für den Ball an den Goal zu kriegen. Immer schöne Block an direkt Konter. Knappe Schuss vom Brede Ball selbst Goal. Leon probiert mitzukriegen, verpasst leider den Ball, den Erik direkt mal wäsch, nicht richtig. Und das nahm der Halt schon von Elite. Das ist eine Chance, die Pascal wann denke aufgeholt vom Breden. Erik verpasst eine Chance TLB leider nicht genutzt. Und Pascal ein bisschen Missplay gemacht. Hat gesagt, das ist ein ziemlich interessanter Match. So, in einem offenen Goal, du Pascal stimmt durch. Turek schießt gegen die Mauer. Und Hockung kriegt nicht zu packen. Slide und loben Ball. Geht die Mauer. Breden möchte Spratt. Hält aber du ganz schwache Chance. Und Ball geht direkt nicht auf die Blue Seite. Oder auf die Orange Seite für die Blue. TLB immer der Chance. Da muss ich so ein TLB lässt nicht locker. Sie bringen die Elite ein bisschen Bedrängnis wie bei den Mengen. Ne? Eine Chance zum Breden. Ein schöner Block vom Zurück. Ja, ich meine, gesagt wärst du definitiv beim 2 bleiben gehen. Genau. Für die Elite. Ja, ich meine, Matches aufgelaufen, bis die Wege gewusst. Ich meine, bisschen Bedrängnis so von Elite, die sich schon nicht wirklich können rauskämpfen bei den Attacke von TLB. Mal gucken, was der Licking Brain so jetzt nur nachweisen kann. Ja, Licking Brains fangen natürlich stark an mit einem guten Angriff. Wenn sie die beibehalten, können sie Elite auch schlagen. Aber es muss mehr kommen, wie nehmen die schwach passen und mit die Elite dann sowieso direkt im auffängt. So, Pascal mit einem kleinen Fehlerstellung an der Luft geht und den Zwerg gewinnt der 50-50 High. Und Ballersrum für die Elite weh. Und kommt Pascal und mit, schön auf Backboard. Den Turek hat immer der Chance. Der Pascal schön nur geholt. Der Turek findet dort den Weh durch. Ja, ich meine, du hast der Licking Brain Stunde ein bisschen schlecht noch, ne? Jo. Waren eigentlich schon zu pur an der Luft, do. Kleine Fehlschuss von Pascal. Und dort große Möglichkeit für die Licking Brains leider nicht auf die Goal gegangen.
so der berederem umweh das Leon verpasste Ball eng op chance de Pascal könnt ze spät hun und läuft beim 1-0 bis gebe mengen bei der Leaking Brain ganz licht Pepper aus. das ist der Match Oslo bisschen Louis gehen Ball auf dem Boden dann geht Käse richtig strop Elite hört lo besser Kontrolle schon verleiert die Elite Kontrolle wann in den seht bringen du ein gute Situation von passt so vom Slylon unberechenbar Unberechenbar geblockt vom Slyon und de Breden hat der super Reaktion und das Nee, nicht nee. so, direkt Einker vom Beyond an der Luft Slyon hält nun ja schön ausgedribbelt an nach den Tour ausgedribbelt Pascal von Hannen probiert für den Double Touch das nicht gegangen Lieder im Heim vielleicht noch der Chance wunderschön safe 5 Lion und direkt umgewandt Lonne Konter Beyond mit länger Pass den Hokom nicht ganz zu Phase kriegt Pascal und Zwerg aber gut gesehen dann guten dummer einen Pinch Situation denker gerettet so geht der Ball Zeit von Elite man Breden an der Luft an Slylon möchte Sprat Turek Wifto Slylon gute Ball nicht ganz hochgeschoss an Hokumlo noch nicht ganz geheiert durch der Mauer ne müssen angreifen du an Slylon probiert sei Glück man einen Double Touch Pascal besser verloren nee Pascal läuft ruhig an der Situation an hält der Ball dann auch matt Bump vom Zwerigkeit komm Leaking Brains High Elite nicht nur dribbelt den Hukum durch kriegt aber passt nicht hin Pascal anzwerig war Brett wann Leaking Brains Low passen da können sie Ball noch bei Elite durch Pass ach leider nicht abgegangen wie den für den Slyon ja das gesagt so also der Fehler gut gepasst vom Turek bleibt ja, Chance besteht weiter für Elite was von Elito Turek verpasste Ball Backboard und Elite und das Kind du von der Leaking Brains fehlen dort ran zu machen und Double Commit einer verpasster Chance Breden am Slyer zur Summe gestößt könnt wahrscheinlich die letzte Aktion für Eliten Renker oder geht der Ball zurück auf die Blue Seite anscheinend der Breden mit Pascal stoppt den Ball an könnt auch gute Winkel kriegt nicht mehr geblockt Ball läuft nach von dem Gebäude berät also Overtime an es geht nach nicht an Overtime nach läuft der Ball die Leaking bringt ganz vorsichtig du hast nicht begangen und sie spielen um den nächsten Win echt Begegnung für nur Schock immer Overtime Chance Shay geklärt vom Bredenhai Shane und Oppe mit nehmen nach den Turekanen bei Elite hallo den Hook kommt Chance gesagt Breden und Slylon aber du zu Stoffel gehalt
Und Lode Bionsk am Kampf kennt Pascal. Gewinnt 50-50, muss aber ein Demo erstechen, da Bredestung gut. Slyler noch schön gepasst, dann lomisch der Leaking bringt halt Druck. Wenn sie Lotnerven behalten, können sie sich dem Match schwellen. Elite spielt noch ein bisschen safe, sichernde Goal. Gut Chance, der Pascal. Und sind natürlich auch da ganz kalm, auch von die eng oder einer Sache ugebrannt ist. Und da stimmt der Turek durch, kriegt nicht mehr nach der Breden als Gegner. Pascal passt Chainhand mit. Mit dem Turek seine Chance. Bei Elite gesagt, was Boost geht gut aus. Ich denke, die liegen übrigens gerade ein bisschen um Starven. Und du gesagt, den Turek Mesh geht, probiert den Double, könnte aber nicht so richtig viel ruhen. Und der Ball ist rum für die Leaking Brains. So, Hokum Low durchgespielt. Und Hokum passt noch 4. Slylon könnte noch Richtung vom Goal. Clear von Pascal Heige fehlerisch geklärt, mega geklärt. Du war Hokum noch zu steil. Breden lo op de Ball. Nicht war Slylon, pardon. Breden könnt lo nur 4. Slylon mischt wahrscheinlich 4 Brett. Der von natürlich Defense doch nicht vernachlässigen, weil alle Fehler kann natürlich dann enger Boot bedeuten. Und du könntest schönen Schuss vom Slylon. Wunderschöner Schuss. Aber hört. Breden lo mit dem Adribble, Everton Turek. Da geht der Ball rum, zurück auf den Pascal. Und hindern hier, hi. Er hat das effektive gute Ping-Pongs-Matchlo an der Overtime gehen. Das schmengen sogar die längsten Overtime, die wir bislang am Turnier hatten. Kommen wir schon bald um die 3. Minute rum. Kommen wir schon bald eine ganze Match an da ist. Ah, der Pascal leider nicht mal richtig in Touch. Nervenstark mussten sie los sehen, weil es gibt immer mit schwere Schlo. Und die Overtime zu verlieren, das kennt Elite Hanno direkt brechen. Leaking Brains mussten halt gewonnen. Sie haben ja schon los an dem BO3 High angestacht. Also sie haben es vielleicht ein bisschen mehr einfacher. Entweder verlieren sie die Overtime und das ganze Match dummert. Oder sie holen sich die Overtime und schwächen dummert Mentalität von Elite. Leaking Brains halt nicht auf, nur auf sogar noch einen Fehler. Und da fällt der Ball für die Leaking Brains. An der 3. Minute durch war den Overtime. An den Fehler von Elite, da leider hat den Zwerg den besser rausgeholt. Ja, der tut war ein bisschen unerwartet, der Fehler von Turek. Und wir gesehen ein 3. Match. Interessant, steht dient. An alle Kipp kann natürlich noch gewonnen. So. Ja, das hat man gesucht und ich meine, wird man wie weit an der Runde weiterkommen, wird man die Equipen, den Matchup von den Equipen immer mehr eng geht und eben du auch normalerweise mehr dritte Matcher dabei rauskommen. Das ist nur logisch, gebe ich so, ne? Genau. So, den Ball aus der Seite von der Leaking Brains geht aber direkt und Elite zurück. Wo kommt du am feindlichen Goal? Turek Pascal mal einen Doppelcommit. Den an die Leere gegangen ist sozusagen. Wo kann sich Stunde nicht gegen die Beyonds durchsetzen? Musst du Rotation rum abbrechen. Mit Pascal schön gesaved. Pascal lässt sich Zeit. Vielleicht ein bisschen zu viel Zeit. Und der Ball aus dem für die Leaking Brains. Leaking Brains mit einem guten Touch. Der Pascal mit einem super Save. Pascal gerade so ein bisschen der Retter von Elite. Auf dem Ball, oft dann do, wenn Situationen fried. Und du pincht den Ball noch an vom Sub. An der Breden mischt den 1:0.
Chance eiskalt ausgenutzt. Chance eiskalt ausgenutzt. War ein guter Quatschball vom Breden. Und vielleicht ein bisschen Fallschaltung vom Hochkommen. Aber so Sachen passieren. Oh, los schön von der Mauer gesprungen vom Breden. Eng Shapass, aber geht leider okay. Okay von der League Brains für die unzuhöllen. Breden schafft er gut beim Slide und zu summen für die Ball im Trigger Delete hier Halschen zu bringen. Ein bisschen Elite hält sich noch ein bisschen defensiv. Sie gehen nicht mehr genauso an offensiv gesinnet bei den ersten 2 Matcher. Genau, Pascal extrem löst momentan in der W. Lässt sich wirklich komplett Zeit. Sie sicher mehr wie das Aktionen bringen und das kann wahrscheinlich nur für den 2:0 sorgen. Glück gehabt, dass es Potterginas gut probiert vom Breden. Ja, genau. Und da war der Fehler vom Slayer und weil er selbst gut ging. Pascal. Das war die Chance für Elite, die hätten sie vielleicht müssen nutzen. Leaking Brains auch ein bisschen am Gang der Teil ein bisschen Ruf zu spielen. Hier gut recht. 1:0 geht schon durch. Wie sich das im Match zu sichern. Hallo, der Pascal probiert. Mir genau an der richtigen Moment von den Leaking Brains geblockt. Und die Defense geht ab bei den Leaking Brains. Immer ein an der Luft. Immer ein doof für den anderen umzuspielen. So etwas wurde dann die letzte Matcher von hinten noch vermisst. Mir higher Start, weil das schon die ganze Zeit von hinten verlangt wurden. Die zusammenarbeitet, die auch dann nicht gebracht wird, wenn Boot frei ist. Nur am Quatschball hei. Der Breden hält den Nummer weiter. Du hast Chance für den Breden. Kriegt aber du keine Unterstützung für sein Team. Bleibe mehr Verteidigung. Elite, die sichte weh. Gefährlich werden wahrscheinlich nach vorne, nicht evident, weil der Leaking Brains man Datei wirklich tipptopp. Sind immer ein, den du Hand am Goal steht, Pascal Heimer, den gefährliche Fagener weh. Wo komm? Ball geht low mehr an die Luft. Am letzten Match nach viel Brüden. Hier so richtig durchgezogen. Oh, okay, kriegt den Ball. Die Leaking Brains sprang gelatscht. Hokum kann den aber nicht verwandeln. Der Duket nach allen letzten Minute. Und extrem spannend. Aber effektiv spannend. So, der Ball gut für die Elite. Beyond ein bisschen sich überschert. Misslandung kann das gut saven. Und hat so gut. Mensch, geht da nach dem Boost, dem Hokum festzuholen. Und schmengen Elite hat lo ein kleines Boost-Problem, den der Leaking Brains können ausnutzen. Und doch machen. Pascal Lochain an Luft geschoss. Probiert wahrscheinlich einen Double Touch. Kriegt ihn aber nicht durchsprechen als du. Ah, du kriegst den Ball vom Touring. Schön. Super Ugeholt vom Touring. Genial. Wahnsinn. Goal gelegt. Gut gespielt von der... aus den Touring, wo wir kennen. Genau, gut gespielt von der Elite natürlich. So, nicht seiner Schätzen. Eng Allen, letzte Minute. Hallo, muss natürlich die League Brains eng Drop setzen. Einen neuen Angriff starten. Sind da pur gemacht, sind nicht so richtig durchkommen. Melo könnt eine gefährliche Situation. Nu kommt Mamlack. Das sind du und Blut gesprungen hast. Also der Braden ist scheiß dran. Und die überlebt für den englischen Akzent durch. Ich sag nicht, hat haut Lassers. 2:1. Und die letzten 10 Sekunden laufen. Also Elite muss alles und offensiv sitzen. Das sind nach heute zweite Goal Geschoss kriegen. Und aufhören, was sie können machen. Halt direkt für Leaking Brains und der Backward
Und du könnt direkt, oh mein Gott, was ist safe? Gott! Der Ball, der lässt an der Luft. Mit dem Slide und stoppt den. Wow. GG. War der Match. Hätte ich schon nicht gedacht, dass hätte so eng geht. Wir wunderbar gespielt natürlich von The Leaking Brains. Zu der richtig gesehen, die wissen, was sie machen. Also der Leaking Brains mir den definitiv den Unterschied von den letzten Matcher. Hun sie sich immer mehr gesteigert an mir das Junge sich probieren wirklich zu verbessern mit den Spielen an da tut sich diesen Match definitiv ausgezeichnet, gebe ich mal so, ne? Ja genau, wie gesagt, spannend bis zum Schluss. Elite natürlich auch super gespielt. Ich meine, guck dir erst den Goal vom Turek da und noch die Verteidigung hat gestimmt. Aber es kann natürlich nicht mehr eng Equipe gewonnen. Haut waren die Leaking Brains. Ja. Da tun wir natürlich ein Kandidat, den auch für das Final Brett ist, sozusagen. Ich meine, besonders die Top 3 Uhr, wenn die erst nach gar nicht fest, sind viele Kippen, die um den Titel kämpfen. Ja, das ist effektiv so. Und ich gebe so bei Challenge muss man eigentlich für den Chaos am Anfang und Elite und Leaking Brains. Ich meine, auch bei Psionics klappt das halt nicht so wie es soll. Und voilà. Dann gesehen wir, ich meine, schon am nächsten Match. Ja, genau. Also, wie gesagt, nächste Match dann den Enraged gegen Exaco. Auch ganz interessante Match. Und noch zwei Equipen, die ziemlich gleich abgesehen, was passen geht. Ich denke aber, dass der Mechanical Skill von Enraged ein bisschen wird dominieren. Wir werden gesehen, ich weiß ja nie. Ich meine, dieses Match wird doch bewiesen, dass er da nie so viel eilig Schlussfolgern soll. Ich gehe dir das letzte Wort an, bis gleich dann um Ardauer. Voilà, dann sollen wir Schmerz für no gucken und wir sehen erst dann mich spät.